Shalom Aleichem. Dem 2. Januar 1836, oder mit ein Jahr später, pünktlich, weiß keiner nicht, ist in dem Städtel Kapule, Minsker Gubernie, geboren geworden Sholem Yankov Abramowitsch, später bekannt geworden der Welt wie Mendele Moiches Furem. Bei 14 Jahren hat schon gehabt eine gründliche Idee in Talmud und in der rabbinischen Literatur. Von der fremder, äußerlicher Welt hat damals noch gar nicht gewusst. Später hat Mendele geschrieben, die ganze Welt ist du vor mir und weiter von Kapule ist a Wister Midbar. Dort befinden sich schon die Hore Heuschach und der Sambatin mit dem modne Mischune dicke beschäftigt. Leipach zu dem Maskilem von dem alten Dorf, für wem Deutsch ist gewesen die wichtigste Bildungssprache, auch für die Iden in Russland, hat Mendele in seinen Artikeln in Amagit, in Amelitz gehalten, als jüdische Kinder sollen gleicher lernen Russisch, zulieb praktisches Siebes. Mendele hat euch gegründet in Berditschew, wo hat gewohnt mit seiner zweiter Frau Pessia Levin, an öffentliche Bibliothek und hat als Sach Jugendleid geholfen umkommen in der Zhytomerer Rabbinerschule. In den späteren Jahren, wenn man geschrieben wegen der Lage von der hebräischen Literatur in jener Zeit, hat Mendele sie verglichen zu, ich zitiere, a Garten in Herbstzeit, wo es ist verwöhnt und die Bäume stehen nackt. In 1860 hat aufgedrückt eine Sammlung kritischer Artikeln Mishpet Schulem, wo kritikiert scharf einige ungesehene hebräische Schreiber. Fordert von sie aufzustellen, dem unkluren, mlitzedicken Stil in sehr Schreiben. Sein eigenem Übergang zu Jiddisch hat Mendele begründet in seiner Autobiografie so: Ich kiek sich zum Leben von meinem Volk und ich will ihm geben Sipurim von jiddischen Qual auf der ehrlichen Sprache. Aber der größte Teil vom Volk versteht doch gar nicht die dosige Sprache und redet Jiddisch. Mendele hat sich zu neu gerät mit seinem 9. Freund Joshua Mordechai Lifshitz und beide haben sie herangetan in gepoilt bei Alexander Zederboim, wo es dem Herausgeber von Hamelitz soll herausgeben a Zeitung euch auf Jiddisch. Das ist gewesen der Kolme Wasser. In den 70er Jahren verendigt Mendele seine berühmte Allegorie Die Klatsche oder Zar Belechaim, a Meise, wo es hat sich verwalgert zwischen die Ksovim von Isrolik dem Meschigenem. Die Klatsche hat Mendele geschrieben mit einem besonderen Brenn und sie verendigt den Meschach von einer kurzer Zeit. Das Werk hat gemacht einen starken Räuschen und Mendeles Popularität ist ausgewachsen sehr breit. Kein größer Parnusse hat aber seine literarische Tätigkeit nicht gebracht. Muss sich nehmen, übersetzen Okkasione Bestellung von Russisch auf Jiddisch, was heißt Ustav über Woinski Pavines, was meint, wie Azoi und was ist der Eufen von Dienen in dem zarischen Militär. In 1878 geht in Wilna heraus seine erste Ausgabe von Massos Benjamin Ashlische. Gläumerscht Amin Parodie auf dem berühmten Werk Don Quixote von Cervantes. Aber doch ist es ein originell jüdisches Werk, das erste rein künstlerische Schaffung Mendeles und schim publizistischer Askole-Propaganda.
In den Sof 70er walgern sich auf ihm Alef Mishpuche-Zures. Verliert seine Tochter Rachel, eine junge und sehr begabte Künstlerin. Sein Sohn, ein russischer Poet und Übersetzer zu politischen Sibes, wird arrestiert und verschickt in Sibir auf etliche Jahre. Mendele besetzt sich in Odessa und bislich weiß, hat sich in ihm ungeheben schaffen ein Kreis von Freund und Verehrer. Sein Haus ist geworden ein literarischer Zentrum, wo es nehmen sich zu neu jüdische Schreibers. Die Pogrome von 1903 und 1905 haben auf Mendel gemacht einen erdrückenden Eindruck. Bis nach dieser Pogrom 1905 ist allein schier nicht herangefallen in der End von den Mörder. Nachdem zusammen mit seiner Mischpuche verlässt Russland und noch etliche Chadushim befinden sich in Konstantinopel, Türkei, fährt raus in Geneva. In 1908 kehrt sich ihm zurück in Odessa und nimmt zurück über seine Stelle in der Talmud-Teure. Mendeles 75. Geburtstag und 50 Jahre von seiner literarischen Schaffung wird gefeiert über der ganze jüdische Gas, von Wilna, Warschau und Peterburg über alle Twuzes Israel. Die Februarrevolution in Peterburg 1917 hat Mendele aufgenommen mit einem Gefühl von Freude, wie man sieht es von seinen Begrüßungen zu der 20-jährigen Jubiläumfeierung von Bund und zum Zusammentreff von den jüdischen Artisten. Mit ein paar Jahren früher hat die Chevre von Mifice Askole bestimmt für ihn eine lebenslängliche Pensie von 3000 Rubel ein Jahr. Und Mendele hat gekonnt verlassen seine Stelle in der Talmud-Teure. Aber die schweren Jahre haben sich aufgesetzt auf den Seiden. Hat schon nicht gekonnt allein schreiben, nur diktieren. In 1917 wird krank. Die Schlafkeit verspreit sich gier und nimmt bei ihm auf alle Evrim. Wird paralysiert. Mendele Mechesforim ist gestorben in einem jüdischen Spital, dem 8. Dezember 1917, 5 Uhr nach Mittag. Zu seiner Weihe sind gekommen zähnliche Tausender Menschen von allen Schichten jüdischer Bevölkerung in Odessa. Sein ewige Ruhe hat Mendele gefunden auf dem Odesser Besäulem lebendig Wurm von Shimon Frug, Lilienblum und andere jüdische Schreibers.